Den 21. und 22. Juni war am Lycée Vauban zu Gasbrecht Makerfest. Hier sind all die verschiedenen Makerspaces aus dem Land zusammengekommen, für die Schüler aus allen Alterskategorien die verschiedenen Technologien zu bringen. Der Makerspace also sich als Platz gedurcht als kreativen Atelier, den soll ein Atu an Schüler bringen, den Schul selber nicht tut. Als Schüler gehen immer mehr weg von der Praxis und immer mehr an Theorie ran. Und dafür gehen sie auch nicht wirklich gerne an Schule, weil die interessiert keinen wirklich. Der Makerspace füllt genau den Espace dazwischen ab, an dem es dann etwas proposiert, was interessant ist, was sie aus sich undreift, was sie selber interessiert. Makerspace huet eng Plyvalu fir e Lycée, weil Schüler können einfach bei zum Beispiel am LTB rakommen. Sie können kleine Projekte machen, zwar die mehr proposieren, zwar Projekte, die sie selber wollen erfannen. Und dann helfen wir ihnen, dann begleiten sie durch die ganze Weg. Und dann ist es eine Kleinigkeit, etwas Großes entstanden. Die Schüler haben spielerisch etwas beigelehrt. Ich meine, dass das, wie die Schüler am besten, am einfachsten etwas lernen, etwas beilernen können. An wie schätzt ihr die Evolution von den Makerspaces an den nächsten Jahren an? Also, wenn ihr guckt, wie es bislang explodiert ist, dann kann ich mir vorstellen, dass es nach so weit weitergehen. Wenn ihr guckt, was der Band alles so lebt, mit den Jungen, wie begeistert die Schüler und Profen dabei sind, dann meine ich, dass das eine gute Weg ist, für an der Schule so Sachen umzusetzen. Ich erwarte mal, dass 12 von den Makerspaces an den Schulen, aber auch an den Lyceen weiter wiest. Im Moment haben wir 20 Stück am Sekundär. Und du meinst, das nachher mal dafür weiterzuentwickeln. Ich denke, dass wir hauptsächlich aber die nächsten Augmentationen am Fundamentalen an der Maison Relais kriegen, wo wir mit Hilfe von unserem Partner vom SNG auch einen ganz starken Fuß dran haben. Und der Bus ist extrem groß, mit einem ganz langen Werdelösch. Wir sind wirklich froh darüber, dass die Leute wirklich wollen, die Makerspaces an ihre Infrastrukturen abholen. L'idée du planétarium est venue parce qu'on voulait aller à la rencontre des gens. Donc en fait, on avait une sorte de devise, c'était si tu ne viens pas à l'astronomie vient à toi. Ça veut dire, avec le planétarium mobile, on se déplace partout, on vient et on propose de l'astronomie donc à ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir accès à ce genre de connaissances. Alors en fait, on utilise un logiciel de carte du ciel et qui permet de simuler le ciel en n'importe quel endroit de la planète et où on voit le ciel en temps réel. On peut envoyer des vidéos, on peut envoyer des films, on peut faire des animations, voilà, autres que de montrer des points dans le ciel, quoi.
eng Assoziatioun, die heecht Code Club, an die huet als Ziel de Kanner an der Primärchoul Basiswissen zur Programmierung beizubringen, op spielerischer derweis. Als Ziel ist, dass an den Schulen, hauptsächlich an den Primärschulen, so wie nur der Schule an der LASEP Fußball gespielt wird, auch Kinder können Programmieren lernen oder eben andere technische Tätigkeiten. Qu'est-ce que vous avez préféré de toutes les 2 journées en fait? J'ai bien aimé à l'étage en haut. Un garçon de Vauban a fait un jeu en réalité virtuelle qui était vraiment impressionnant, il l'a fait en peu de temps. Qu'est-ce qui est intéressant, la boule gonflable pour l'espace avait l'air intéressant. Je pense que c'est ça le plus intéressant. Et qu'est-ce que vous avez préféré de tout ce que vous avez fait aujourd'hui? On doit créer un mignon, c'est avec une dame et elle nous explique comment faire. Et c'est vraiment très intéressant et c'est pratique parce qu'on peut le garder.